Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. In der letzten Episode haben wir hier das Observatorium gefunden und haben festgestellt, wir müssen die Daten von den Torrents manuell eingeben. Und dann müssen wir einen Weltraumspaziergang jetzt wagen, damit wir die Schüssel, damit wir die Schüssel manuell ausrichten können. Okay. Gehen wir hier mal runter. Das war nämlich vorher abgeschlossen, glaube ich. Da konnten wir gar nicht rein in das Gebiet. Die Axt hat sie Hands. Bevor mir irgendjemand folgen will. Okay. Okay, gibt's nur einen Ausgang hier? Und wer ist hier? Niemand. Okay. Da war schon der Raumanzug auf uns. Und wir können speichern. Was ich persönlich super finde. Von der Karte her, wie sieht's so aus? Hallo? Okay. Müssen wir uns wohl hier umziehen dann. Passt schon. Erstmal speichern, bevor wir umgezogen sind. Ich weiß nicht, ob das in einem Raumanzug möglich ist, deswegen. Okay, dann ziehen wir uns mal um. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch so total Dead Space im Kopf. Falls ihr das Amok gespielt habt, das ist absolut geniales Spiel. Und da gibt es ja auch so richtig geile Passagen, wo man dann draußen dann unterwegs ist und dann auch das Vakuum so, ja, durch das Vakuum so gedämpfte Geräusche nur noch hört. Das ist auch absolut großartig gemacht mit einer Kampfszene, die dann draußen im Weltall stattfinden. Also das gefällt mir auch sehr gut. Aber es ist auch unglaublich gruselig, Dead Space. Okay, jetzt sind wir draußen. Können wir rennen? Beeilung, wenn die Sevastopol erst fällt, ist die Kacke richtig am Dampfen. Mach Sache. Okay, ich kann kein Licht einschalten. Ich kann ach sonst nix. Boah, geil. Sieht schon toll aus. Also die Station haben sie absolut großartig gemacht. Da kann ich wirklich nur Lob aussprechen hoch 3. Das gefällt mir so gut. Nur, ja. Ich will es jetzt nicht im Atemzug nennen, was ich dann mal wieder zu kritisieren habe bei der Erstellung und bei der, ja, wie sie es einfach dargestellt haben. Ich genieße es jetzt einfach nur mal so einen aktiven Weltraumspaziergang hier zu machen. Da komm mal her. Das ist krass. Das gefällt mir richtig gut, ihr liebe Leid. Sonst sieht auch irgendwie gefährlich aus, wie die da noch strahlt. Kommt bald zu einer Sonneneruption. Ich hab's halt morgen beim Hunze gemerkt. Der Gasriese, da ist er. Ist auch schön. Gefällt mir richtig gut. Okay. Ja. Dann ins Endgear und dann Klatsch. Ich finde auch die Raumanzüge eigentlich ganz cool gemacht. Ist doch ein fetter violetter Fleck hier auf der Schüssel drauf. Okay. Ist wohl irgendeine gigantische Fliege drauf geklatscht. Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. Hatte ich vor, Männle. Da kann ich nichts machen, oder? Nee. Oh, doch. Quatsch. Ich kenne es aber nicht auswendig, die Koordinate. Das muss die Replay machen. Servolog ein. Parabolantenne in fester Position. Verdammt! Okay, also erstmal die Antenne lockern, ne? Lösen Sie die Sperre der Parabolantenne. Ja, schade, dass man nicht rennen kann. Auf der anderen Seite ist es auch sicherer, wenn man dort draußen im All ist. Vor allem, wenn man sich die ganze Zeit auch bewegt. Wenn die Station, da die ja gerade ihren Orbit verliert, bewegt die sich ja auch. Und ja, ein falscher Schritt ist nicht so doller. Okay. Licht habe ich jetzt aber nicht, oder? Was war hier noch? Was? Okay. Neu starten. Mhm. Jetzt habe ich wenigstens so ein bisschen Licht.
ich nichts mache. Dem Ding. Das brummt nur für sich hier, okay. Notklemme entriegeln. Aber muss ich doch bei der Konsole noch was machen? Oder hätte einfach nur warten müssen, oder? Okay. Okay, alles klar, so. Ich hätte einfach nur warten müssen. Ich war gerade etwas desorientiert und habe deswegen auch nichts gesagt. Dann machen wir Dendo noch. Zack, runter damit. Und dann bleibst noch du übrig. Okay. Ah ne, Quatsch, der große Hebel noch. Notfallklemme entriegeln und Quatsch. Okay. Da tut sich was. Jetzt müsste es eigentlich wieder möglich sein, ne? Boah. Da ist ja immer mordsmäßig was los. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass es jetzt klappt. Weil, nicht, dass ich da nochmal runterlatschen muss. Aber ich bin so ungeduldig, ihr liebe Leute. Es muss immer sofort funktionieren bei mir. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt bitte funktioniert. Jawohl. Wählen Sie die Koordinaten mit L und bestätigen Sie die Eingabe mit X. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich fahre jetzt einfach mal so lang und drücke die ganze Zeit X. Ah, bei 35 Grad. Okay. Da haben wir jetzt noch. Ich habe keine Ahnung wo. Ich fahre jetzt auch hier munter mit dem linken Cursor hier die Skala entlang und drücke die ganze Zeit X. Die wird ja dann schon einklinke, wenn es soweit ist. Nee. Okay, ganzer Weg wieder zurück. Wer weiß, vielleicht habe ich was verpasst. Ich drücke einfach weiter hier X. Tut ja kein weh. Dann muss es im unteren Bereich sein. Ja, nix. Beide Seiten nicht. Das kann doch nicht sein. Ach komm. Also ich bin jetzt sowohl links als auch rechts gegangen. Und auf keiner Seite findet sie irgendwas. Kann es auch nicht sein, oder? Da ist ja närrisch. Ich drücke jetzt. Okay, 75. 75 Grad und 35 Grad. Dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr selber spielen sollten und euch angucken gerade. Gut, dann müssten wir jetzt eigentlich wieder zurück, ne? Boah. Was ein Ding. Ich warte jetzt nur, dass der Laser rauskommt. Irgendwie sieht es aus wie so eine super Waffe von einem Superschurke bei James Bond. Torrance, hier spricht Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Verlaine? Ripley, was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter den Raumfahrtterminalen habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Ermöglichen Sie der Torrance das Andocken. Dort drüber haben sie auch schon Todessterne gebaut, sehe ich. Auch nicht schlecht. Kann man immer gut gebrauchen. Vor allem auf Sevastopol. Geht.
Hazard testet. Okay, wo muss ich jetzt lang? Ich glaube einfach wieder ins Schiff, ne? Todesstern Kai. Ah ne, Quatsch, Werft wäre das. Kai sind nur die A-Liegesteller. Todessternwerften, hier bei Sevastopol. Morgen gemeinsam. Hey, da draußen geht aber auch ganz schön hier Luzi ab. Ich bin doch noch richtig, oder? Ja. Ich hab mal auf der Karte gucken. Ist das hier irgendwo schon eingezeichnet, oder? Kehren Sie zu Ricardo zurück. Okay, dann passt das so. Dann muss ich ja einfach nur den Weg nochmal zurückgehen. Dish Maintenance. Boah. Ich bin froh, dass das ganze Spiel nicht so ist. Ich meine, zwischendurch so eine Sequenz ist das ganz cool in deiner A-Züge. Aber ein Spiel, was dauerhaft mit so einem Raumartzug wäre, das wäre, boah, die Hölle. Das überansprucht gerade auch so meine Nerven, wenn ich mir das so angucke. Irgendwann hat man auch die Geduld nicht mehr, wenn man durch so ellenlange Passage rumlaufen muss. Und es dauert halt seit Zeit. Und überall fliegen Schrauben und muttern hier durch die Gegend. Heftig. Geh ich mal spazieren, gucke dabei. Die Kanone sind ja auch cool. Würde ich auch sehr gern mal verwenden. Sieht zumindest wie Kanone aus, oder? So typische Weltraumkanone. So. Druck wieder weg. Dann raus aus dem Schlüpper. Und rein in die voll urinierte, voll geschleimte und sonst irgendwie voll gesaute Klamotte, die sie sonst die ganze Zeit getragen hat. Jetzt mal ohne Witz, sie hat ja auch nie ihr Klamotte gewechselt, seit sie auf Sevastopol ist. Das heißt ja, von dem Alien-Nest hat sie auf jeden Fall jede Menge Glibber mitgenommen. Generell hat sie auch viel Schmotter mitgenommen und wird zumindest wohl geschwitzt haben wie eine Sau. Von daher, die beste Klamotte sind das auch nie. Wir verschwinden von hier. Ricardo? Ricardo, hören Sie mich? Ricardo, bitte komm. Will ich's wissen? Muss ich's wissen? Immer sterben meine Verbündete. Ups. Star Beast in der Nähe. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Anweisungen. Okay, gern. Okay, nutzen wir es doch mal, dass der gerade alles abschlachtet. Geräusche machen. Nein! Okay. Die sind so blöd und kämpfen. Und ich bin so blöd und gehe hier in die Sackgasse rein. Flammenwerfer. Oh oh. Oh, bitte bleib noch da, bitte bleib noch da, Alien. Oh, danke. Ich bleib mit dem Blick zurück. Ich weiß nie, wann es wieder zurückkommt. Und mit M-Messer im Ranze geht der noch lang nicht heim. Deswegen... Da kann man nie vorsichtig genug sein bei dem Vieh. So. Gespeichert. Und jetzt wieder ab zum Ricky. Boah. Ist schon schlimm genug mit den Aliens die ganze Zeit im Nacken. Boah. Gott. Ich mache ja so einen Spielemarathon gerade, so einen Let's Play Marathon. Und
will eigentlich das Spiel halt noch durchspielen. So viel Ehrgeiz habe ich mal mittlerweile vorgenommen. Das täte ich ganz gern halt noch durchspielen. Irgendjemand schießt. Okay. Ricky? Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Oh nein. Scheiße. Den habe ich eigentlich gemocht, der Ricardo. Uiuiui. Nee, schade. Der Ricardo war ein cooler Typ. Der war einer von den Wenigen, die was auf dem Kasten gehabt haben. Und die intelligent gehandelt haben und die ja, mit der Ripley halt gut zusammengearbeitet haben, auch ein gutes Team mit ihr gebildet haben. Es ist schade um ihn, dass er jetzt gefacehackert wurde. Das hat er echt nicht verdient. Er war ein cooler Typ. Aber so ist es halt bei Alien in der Reihe. Überlebt nicht jeder. Beim dritten Alien-Film war ich mir eigentlich auch sehr sicher, dass es der Arzt macht, beziehungsweise der Sanitäter in dem Gefängnis, der übrigens von Charles Dance gespielt wird, der Tywin Lannister bei das Lied von Eis und Feuer Game of Thrones gespielt hat. Bei dem war ich mir auch sehr sicher, dass der es überlebt, aber der war ja dann dummerweise das erste Alien-Opfer. Oder eins von der erste. Da war ich mir auch sehr sicher, der packt's eigentlich. Okay, jetzt muss ich hier wieder durchschleichen. Sind nur noch die Menschen. Ich dürfte sie ja größtenteils erledigt haben, die Leute. Aber ich bin mir nicht sicher wegen dem Alien. Hoppla. Ja, okay. Bin ich noch richtig. Wir nähern uns immer mehr am Ende, ihr liebe Leid. Und ich bin tierisch arg gespannt. Moment. Ich hab was gehört. Hilfe! Scheiße. Okay. Wichtiger denn je. Memo an mich selbst, still bleiben. Zumindest hier im Spiel. Ansonsten können wir so viel babbeln, wie wir wollen, aber, wow, scheiße. Heftige Sache. Die Menschen haben uns eigentlich gesehen und das Alien hat uns vor dem vielen Lärm eigentlich gerettet, indem es die Menschen vorher abgemurkst hat. Und die haben sich dann nämlich mir gewidmet und, ja. Win-Win-Situation, die Sache. Denn die können Krawall machen können, um mich da zu verroten, wo ich gerade stecke. Das ist auch ganz gut. Ne, Quatsch, darum. Hauptsache was Hindernis steige gewollt. Okay, ich versuch's jetzt hier. Ja. Okay, Ballerruhe. Wir haben alle Zeit der Welt. Gerade nochmal gucken, da jetzt durchschlüpfen und dann auf der Hauptweg, ja. Ich gehe so viel wie möglich Safe Zone. Oh Gott. Oh Gott, das hat natürlich noch einmal während dem Let's Play kommen müssen, ihr liebe Leute. Scheiße, 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 scheiße. Ich habe gedacht, das wurstelt dort draußen rum und kämpft gegen die Leiter oder so, aber... 340. Wow. Okay, ich muss mich ruhig verhalten. Ach du Scheiße. Ich habe ein kleines Boah. Raumfahrtterminal gefunden. Leck mich fett. Komfortabel, aber gemütlich genug. Aber ich jetzt sage, nachdem das Gebabbel hier fertig ist, mache ich erstmal meinen Cut, ihr liebe Leid. Aufgepasst, dass mich niemand
aussieht. Und dann probieren wir die Passage nochmal in aller Ruhe. Sebastopol, die auf alles sofort schießen. Oh Gott. Das war echt gerade so heftig. Aber ich bin wenigstens nicht verrückt. Da habe ich null damit gerechnet, aber jetzt habt das Ammo während dem Let's Play gesehen, dass das Alien eben auch durch die Schächte wurstelt. Irgendwann ein Schiff ankommt, Ach, wenn man sich durch sicher wähnt. einen Platz in der ersten Reihe. Okay, dann die Sache, ihr liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation. Uff, pelzig. Machen's gut. Ayan Yankee. Psst. Machen's gut.